Ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber sie hat sich auf jeden Fall geweigert, mit uns einen Döner zu essen. Mein Name ist Hüsne, ich bin 31. Johanna Mehmeti, ursprünglich aus dem Kosovo. Kevin, 26. Celine Imhoff aus der Schweiz. Sie hat akzentfrei Berndeutsch, sagt man. Von dort her eigentlich nie das Problem gehabt. Ich habe eigentlich laufend auch in der Schweizer Nazi geshootet. Ich schon mal Rassismus erlebt habe, als ich klein war zum Beispiel und einfach Baumnüsse pflücken. Als der Mann kam, hat er einfach rumgeschaut, ja, Scheissausländer und so weiter. Ich habe Rassismus etliche Mal erlebt, von klein auf. Wenn nicht täglich, regelmässig. Rassismus erlebt, nicht direkt böswillig. Manchmal ein Spruch, ja, die Schweizer verstehen das gar nicht oder die kennen den Zusammenhalt nicht so. Bei uns im Frauenfußball war es nie ein Thema. Und ich persönlich hatte nie eine Streifung mit Rassismus. Ich persönlich hatte jetzt einen albanischen Freund. Ich habe von dieser Seite halt erlebt, dass man mich nicht akzeptiert, dass ich von dieser Seite gar nicht in die Familie wäre aufgenommen worden. Sonst im Kollegenkreis überhaupt nicht. Ich bin gelehrter Fachmann Betreuung. Leute, die eine psychische Krankheit mit sich tragen und dann plappern sie es raus. Und dann ist dann natürlich auch die Frage, sagen sie es einfach, wo sie es mal gehört haben, meinen sie es dann auch so? Ich kenne es halt einfach aus dem Herrenfußball, dass das immer noch ein heikles Thema ist, das für mich definitiv unverständlich ist. Mit den Flüchtlingsthemen vor allem, dass die sich versammeln an den Bahnhöfen, Bier saufen, alles nur Männer. Das werden die unseren Frauen antun. Ihr kennt ja die Leute gar nicht, oder? Klar, die sich versammeln irgendwo und trinken ein Bier, weil sie vielleicht nicht in eine Beiz rein können. Manchmal ist es halt schon nur, wenn die Sprache anders ist und die Albaner zusammen Albanisch reden und ich so nebendran stehe und denke, ja, hallo zusammen, hier bin ich verstehe zwar kein Wort, aber ich bin da. Aber nicht wirklich beleidigend gegenüber Schweizer, überhaupt nicht. Ja, wir haben ja zum Beispiel auch viele Spieler in der Schweizer Nazi, die eine andere Herkunft haben. Ich finde es wirklich sehr schade, dass wenn sie eine schlechte Leistung haben, heisst sie eben, die Sekundos. Umgekehrt, wenn sie eine super Leistung haben, werden sie in den Himmel gelobt. Irgendwann durch hat man denen die Chance gegeben und ich finde, man soll sie auch wahrnehmen als ein Teil der Schweiz. Und mich hat es vermutlich getroffen, also das hat mich eigentlich gestört. Als ich nachher zum Beispiel meinen ersten Job im KV hatte, muss ich sogar sagen, dass die Leute sogar überrascht waren. Dein Berndeutsch ist ja fließend, wir verstehen dich so gut. Seit wann bist du in der Schweiz? Die Bude ist im Emmental und die Leute sind halt auch so Landleute. Und Therese zum Beispiel hat noch nie einen Kebab gegessen. Ich habe mich für das Pendeln entschieden. Zu dieser Zeit habe ich immer viel Platz für mich, für meinen Rucksack, für meine Jacke oder einen Mantel. Ich denke, meine äußerliche Erscheinung kann sie ziemlich einschüchtern, wenn ich einen ziemlich vollen Bart, ich habe eine dunkle Haut, ich kann manchmal ein bisschen streng reinschauen. Ich denke, irgendwo durch ist man immer ein bisschen rassistisch, schon nur jetzt mit den ganzen Anschlägen. Auch ich bin mal in einem Bus neben jemandem gehockt und dachte, hoffentlich macht er nichts, einfach nur rein vom Aussehen her, wo man viel auch gerade in den falschen Stopf hineinschiessen, obwohl sie gar nichts gemacht haben. Ja, mal, also ehrlich gesagt, ja, ich war sicher auch schon rassistisch. Ja, vielleicht ist es einfach nicht böse gemeinter Rassismus, aber es geht um Rassismus. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, typisch Jugos, typisch Italiener, die laut reden. Ja. Aber einfach nicht böse, also wirklich nicht böse gemeint. Egal welcher Glaube, was für eine Hautfarbe wir sind, schlussendlich alles Menschen und ich habe das Gefühl, an der Welt und auch der Menschheit würde es viel besser gehen, wenn das gar kein Thema wäre, von wo das man kommt. Wir leben alle auf der gleichen Welt. Sobald wir unsere Landesgrenzen verlassen, sind wir irgendwo durch alle Ausländer. Wegen dem habt euch alle lieb, seid nicht rassistisch, seid mal zuerst die Person kennenlernen und zuerst mal schauen, ob man sich mit dieser Person überhaupt versteht oder nicht. Folgt Baba News auf Instagram.